Ja, guten Tag. Willkommen zu unserer Pressekonferenz der Covid Task Force. Wir werden heute präsentieren einen kurzen Update zum Large-Scale Testing. Dazu gehört dann auch von Herrn Professor Wilmes eine Interpretation der Daten, so wie sie bislang im Rahmen dieser öffentlichen Maßnahmen erzeugt wurden. Herr Wilmes wird auch ganz kurz eine weitere Phase des Large-Scale-Testing vorstellen, so wie von der Taskforce mitgeplant. Herr Professor Skupin wird dazu die Simulation und Projektion vorstellen. Danach von Herrn Professor Ollert noch mal eine kurze Erklärung zum Testen selber, zur Qualität des Tests, zu falsch positiven oder falsch negativen. Da gab es sehr viele Fragen. Ich glaube, da ist noch Raum für einige Klarstellungen und letztendlich dann noch mal ein Update zur Convince-Studie von Professor Krüger. Na gut, wir haben uns jetzt mittlerweile kennengelernt im Rahmen dieser dieses Large-Scale-Testing-Programmes. Wir sind heute ja in einer Lage in Luxemburg, in der wir 4.650 positive Tests hatten. Das sind 47 mehr als gestern noch, als am Vortage. Davon sind 3.793 von Einwohnern und Nichteinwohnern 857. Das Durchschnittsalter liegt bei 44 Jahren. Todesfälle, da sind wir immer noch glücklicherweise bei der Zahl von 110. Das Durchschnittsalter hier ist 84 Jahre und auch der Altersmedian liegt bei 84. Der RF-Value liegt am heutigen Tag bei 1,05, also knapp über 1. Wenn wir uns mit dem Thema einer zweiten Welle befassen, dann sind die Hauptakteure darin oder das, was uns bewegt, natürlich solche Menschen in Luxemburg, die hier leben oder arbeiten und die sehr viele Kontakte haben. Natürlich bewegt uns auch das Modell des Superspreaders. Das sind Menschen, die sehr viele weitere anstecken, so wie in einem Modell in Israel berechnet wurde, sodass 20% der Bevölkerung, die restlichen 80% durchaus dann anstecken. Die Zahlen oder dieser Ratio kann sich noch weiter in Richtung eines Superspreaders bewegen. Und zum Thema zweite Welle wissen wir auch, dass in den Ländern um Luxemburg herum die Dynamik leicht ansteigt, aber im Iran, in Israel, Saudi-Arabien und auch in den Vereinigten Staaten wir ganz klar nun von einer zweiten Welle sprechen müssen, wobei in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Staaten ja diese Zahlen der zweiten Welle die der ersten jetzt schon bei weitem übersteigen. Wir in Luxemburg, das ist die Direction de la Santé, aber auch die Taskforce mit allen Beteiligten, haben uns ja verständigt auf einen ganzen Bereich von Maßnahmen. Da ist natürlich das Social Distancing und die Hygienemaßnahmen zu nennen, aber auch natürlich Large-Scale Testing. Schon vor dem Beginn der LST-Kampagne war Luxemburg führend in der Anzahl an Tests, die durchgeführt wurden. Aber wir können hier aufzeigen, wie seit dem Beginn der LST-Kampagne die Anzahl an Tests pro 1000 Menschen in Luxemburg angestiegen ist. Das heißt, wir sind jetzt auf dem höchsten ich glaube, im höchsten Maß in Europa und wahrscheinlich auch weltführend. Und auch das wird hier nochmal aufgezeigt. Man kann auf der linken Seite dann auch die tägliche Anzahl an Tests versus der täglichen Anzahl an Neuinfektionen sehen. Und wichtig ist dabei zu wissen, und das ist ein bisschen counterintuitiv vielleicht, dass bei einer großen Anzahl an Tests pro identifiziertem Positiven man relativ gesehen eine geringere Todesrate hat. Und das ist in Luxemburg hier sicherlich der Fall. Die Auslastung der Teststationen im Rahmen des Large-Scale-Testing, das hat sich sehr geändert seit dem Beginn der Kampagne. Mittlerweile ist es so, dass die Auslastung ansteigt. Die Gesamtauslastung liegt am heutigen Tage bei knapp 60%. An Wochenenden, an Samstagen ist sie an vielen Stationen mittlerweile bei 100%.
Wir haben mittlerweile 750.000 Einladungen versendet. Bis zum 10. Juli, bis morgen, werden es 940.000 Einladungen sein. Davon wurden bis zum 6. Juli 175.000 Termine gebucht. Die Adhärenzrate derer, die tatsächlich den Termin buchen, ist 95% derer erscheinen. Hier die Anzahl des Large-Scale-Testing. Wir haben da gemeinsam eine Lernphase durchgemacht, würde ich sagen, dass auf der einen Seite die Notwendigkeit des Testens erkannt wurde, auf der anderen Seite auch unsere Kommunikation sich verbessert hat, sodass heute 12.371 Tests durchgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt im Large-Scale-Testing betrifft die Hotline. Wir haben erkannt, dass es wichtig ist, bei einem computergestützten Buchungssystem auch Hilfe für Menschen anzubieten, die keine Computer haben oder die damit nicht zurechtkommen. Auch das ist implementiert worden. Wir können hier sehen, dass die Helpline mittlerweile 20.000 Anrufe beantwortet hat und davon 2.000 Menschen ohne E-Mail beim Einbuchen geholfen hat, 4.000 mit solchen, die keinen Gutschein mehr hatten, der war abgelaufen. Wir haben bis zu 7.000 Anrufe pro Tag, das ist ein 10-fach höheres Aufkommen an Anrufen, als das bei der Covid-Helpline vor Beginn des LST-Testens der Fall war. Das heißt, über die Hotline können wir viele Menschen, die Probleme mit dem Einbuchen haben, auffangen. Das betrifft auch oft ältere Menschen. Aber wir müssen mit Large-Scale-Testing auch auf diejenigen zugehen, die nicht in der Lage sind, sich zu den Teststationen zu bewegen. Und das betrifft Alten- und Behindertenheime. Und da sind wir jetzt dabei, auch ein mobiles Konzept zu erarbeiten, das ab nächste Woche implementiert wird, wo Large-Scale-Testing dann tatsächlich hinführt zu den Alten- und Behindertenheimen, um Tests durchzuführen. Ich habe gerade eben gesprochen von der Erklärung des Testens. Es ist wichtig, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch die Menschen, die hier arbeiten, verstehen, warum zum Testen eingeladen wird. Da hatten wir sicher Defizite am Anfang, das habe ich auch in der letzten Pressekonferenz erwähnt, aber ich glaube, da auch wurde nachgearbeitet auf vielen Ebenen. Eine der Erklärungen, die jetzt auf der Webseite zugänglich ist, die zeige ich Ihnen hier. Das ist eine Animation zum Testgeschehen. Okay. Der Sommer ist da, Covid-19 jedoch auch noch. Dank all unserer gemeinsamen Bemühungen ist die Zahl der Infektionen derzeit gering. Ob das so bleibt, hängt davon ab, was wir als nächstes tun. Hier kommt das Large-Scale-Testing ins Spiel. Tests tragen dazu bei, Neuinfektionen zu verhindern. Wie genau? Indem durch die Tests Menschen identifiziert werden, die das Virus in sich tragen und andere anstecken können. Viele von ihnen sind ansteckend, bevor sie Symptome zeigen, andere werden nie Krankheitssymptome zeigen. Tests kombiniert mit der Ermittlung von Kontaktpersonen unterbrechen Infektionsketten und stoppen die stille Ausbreitung des Virus. Je mehr Tests, desto besser. Aber auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle. Wenn wir alle auf einmal testen würden, bekämen wir nur eine Momentaufnahme der aktuellen Situation. Stattdessen haben wir die Einwohner und Grenzgänger Luxemburgs in mehrere Gruppen eingeteilt, hauptsächlich danach, in welchem Sektor sie arbeiten. Jede Woche werden verschiedene Personen aus jeder Gruppe eingeladen, sich zu einer Teststation zu begeben. Auf diese Weise wird an jedem beliebigen Tag jemand um dich herum getestet, Familienmitglieder, Kollegen oder Nachbarn. Wenn wir alle daran teilnehmen, können wir unser Umfeld sicher halten und Infektionsketten frühzeitig unterbrechen. Während die Mehrheit der Bevölkerung nur einmal aufgefordert wird, den Test zu machen, werden Personen, die häufig in Kontakt mit anderen Menschen stehen, wie Pflegepersonal oder Friseure, jede zweite Woche eingeladen. Du wirst in den kommenden Wochen per Post eine Einladung erhalten, falls dies nicht bereits passiert ist. Wenn du die Einladung erhältst, entscheide dich für den PCR-Schnelltest, ein kostenloser, schmerzfreier Mundabstrich. Damit schützt du andere und trägst dazu bei, die Zahl der Infektionen niedrig zu halten.
2020 hat uns gezeigt, dass Zusammenarbeiten funktioniert. Lass es uns nochmal tun. Halte dich weiterhin an die Leitlinien der öffentlichen Gesundheit und halte Ausschau nach der wichtigsten Einladung, die du diesen Sommer erhalten wirst. Dein Test, unser Sommer. Ja gut, also hier wird dann nochmal erklärt, das Prinzip des Maschentestens. Da wird ja in unserer Teststrategie, die jetzt auch implementiert ist, wird ein Netzwerk über die Bevölkerung gelegt mit einer variierenden Maschengröße. Das sind für Leute aus Hochrisikogruppen natürlich sehr viel kleinere Maschen von einer Teilnehmerzahl von 2. Im Arbeitssektor im generell und in den Schulen Maschengrößen von 5 und in der allgemeinen Bevölkerung noch mal eine größere Testmasche. Und ich glaube, was hier erklärt wird, dass man in diesen Maschen dadurch, dass man teilnimmt, sich gegenseitig schützt und so Infektionsketten unterbricht. Und das ist das Konzept des Dein Test, unser Sommer. Und dieses Prinzip wird mittlerweile verstanden. Auch im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern ist klar, dass der Sinn hier natürlich viel verständlicher geworden ist, als das zu Anfang der Kampagne war. Wir haben also, wie gesagt, jetzt heute am 9.7. 12.300 Tests. Wir kommen an 60% der Kapazität heran. Wir haben bis zum Montag, also bis zum Beginn dieser Woche, 268 Positive aus dem Large-Scale-Testing identifiziert. Dabei ist es interessant zu wissen, dass ja viele von denen, die identifiziert wurden, asymptomatisch positiv waren. Wir haben aber eine durch Tracing identifizierte Zahl von ungefähr 2 weiteren Mitbürgerinnen oder Mitbürgern pro identifiziertem asymptomatisch Positiven. Das ist interessant. Das heißt also, dass dieses Netzwerk funktioniert. Wir identifizieren asymptomatische Mitbürger, die durchaus ansteckend sind. Und Sie müssen das sehen im Vergleich zu den Clustern, die ja zurzeit identifiziert werden. Das wird auch Professor Wilmes noch mal erklären. Was wir hier sehen, das sind nur Positive, die möglicherweise außerhalb der Cluster sich befinden. Und das ist sehr wichtig und das ist auch kritisch, weil es durchaus möglich ist, dass diese Menschen, auch die hier identifiziert wurden, die natürlich auch aus Risikogruppen kommen, das sind Menschen, die sehr viele Kontakte haben, sodass wir davon ausgehen, dass hier durchaus das Potenzial von Superspreadern sehr stark verringert wird. Was aber sehr wichtig ist, ist, dass mit steigenden Infektionszahlen die Teilnahme am LST wichtig wird. Und für diejenigen, die in Risikogruppen arbeiten, das ist das Gastronomiegewerbe, auch Friseure, ist es nicht nur wichtig, es wird kritisch, dass bei steigenden Infektionszahlen die Risikogruppen sich wirklich regelmäßig testen lassen. Wir sehen eine Adhärenz von 60%, eine Teilnahmerate. Das Prinzip des Maschentestens funktioniert, das greift sicher. Aber es wird besser greifen, wenn noch mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger und Menschen, die hier arbeiten, sich werden testen lassen in den kommenden Wochen. Dazu also mein Aufruf, bitte, Ihr Test, unser Sommer, nehmen Sie teil. Soweit ein Update zum Large-Scale-Testing. Weitere Erklärungen zu den Resultaten wird nun mein Kollege Professor Wilmes Ihnen geben. Ja, guten Morgen noch dann von meiner Seite und merci und den Professor Nerbas für die ersten Erklärungen. Ich will dich noch ein bisschen Detailer gehen zu der Strategie, die dem Large-Scale-Testing eben erleidet. Weder bisweilen schon mehr wie ein Kehr hören hat, haben wir eben die Letzteburger Population mit den Frontalien an 3 Kategorien angedeelt. An die Kategorien hängen hauptsächlich davon auf, wie groß der Risiko eben ist, dass Leute erstens den Virus kriegen und zweitens, dass sie weitergehen. Und dann Herr Professor Nerbas hat gerade eben hauptsächlich eben den Punkt gesagt, ob eben Superspreader-Potenzial. Wir haben aber natürlich die Aktivbevölkerung, die eben schon schafft oder vielleicht am Teletravail nach dem Moment ist, wird aber zurück auf den Arbeitsplatz gehen, haben wir auch dran, sowie dann natürlich die ganze Bevölkerung,
da wird jeder einzelnen zu Lützeburg von der Residoen eine Anladung kriegen. Den Herr Nebers wird doch schon erklärt, für was so wichtig ist, dass Leute an einer versierten Approche getestet gehen. Das führt dazu, dass alle Woche irgendein an die hat das wahrscheinlich schon an ihrem Bekanntenkreis mitgekriegt, alle Woche wird getestet, was dummer dazu beiträgt, dass der Schutz für den Einzelnen eben garantiert kann gehen. Es ist auch so, dass eben die Testgruppe, wie man sie definiert tun, basierend auf den einzelnen Kategorien, dass die zu eben diesen Masche feiern an einem Netz, was sozusagen über die Bevölkerung gelöscht wird. Das Netz feiert dazu, dass man eben erstens mal ganz frei Leute, die positiv sind, die aber zum größten Teil eben asymptomatisch sind, dass man die können identifizieren, dann hier Kontakte noch verfolgen, an die Leute dann auch zum Teil in Quarantäne können übergehen und dass man dadurch durch die Strategie eben von der Identifizierung, von dem Trassage, von den Kontakten, von der Isolation sowie auch Quarantäne, dass man dem Virus wirklich keinen Raum mehr können lassen. Ich will dich ein bisschen Informationen, just Beispiele geben zu den Tester. Die werden allkehr so bei ihrer linker Seite wird Grafiken gesehen für alle Tests. Das sind eben die Tester, die sowohl die symptomatisch Tester, also wo Leute Symptome hatten und dafür da getestet werden, für eine Diagnostik zu machen, aber auch die Resultate aus dem Large-Scale-Testing, die sind da dran. Und dann haben wir auf der rechten Seite die Resultate von die nicht mehr aus dem Large-Scale-Testing kommen. Ich hatte schon die 3 Kategorien ihr annimmt. Die wüsstet vielleicht nach, wenn man zurückgehen und aufhängen von dem Large-Scale-Testing, da wüsstet, dass den Konstruktionssektor da eigentlich ganz durchgetestet gouf, an den das eben an dem heute Farbton zu gesehen. Und da ist es so, dass man den durchgetestet hatte, weil man da von einer relativ hohen Prävalenz die im Moment ausgegangen sind. Die wisst auch, der Bau ist ganz früh abgegangen. Aber da Loge sieht, als eben, dass von den Leuten am Bausektor da effektiv aber schon viel über das Large-Scale-Testing eben getestet wurden, die eben nicht unbedingt so getestet wären. Und das ist natürlich auch da, wo man positiv erfunden tun. Das wird ein Beispiel für die Kategorie 2. Für die Kategorie 1 ist natürlich ganz konkret ein klares Beispiel, als alle die Leute, die eben am Gesundheits- und Pflegesektor sowohl an der Sozialarbeit arbeiten. Und da sieht er zum Beispiel, dass von allen Tests, dass da mittlerweile ganz viel getestet sind, aber den du auch kann sagen, als eben, dass der Groß von denen Leute getestet wurden, Grund auf dem Large-Scale-Testing. Dann ist ein Beispiel für die Altersverteilung. Hier gesagt, dass man zum Beispiel basierend auf dem Large-Scale-Testing als hauptsächlich bis dato viele Leute eben also die aktiv am Berufsleben stehen, getestet haben. Und das spiegelt am Fongol die Kategorisierung, die man durchgeführt hat, ganz klar herum. Das ist aber so, dass, wie ich auch schon viel drin annimmt tun, jeder hat zu Lützeburg Wert bis Ende des Monats, also bis zum 27. Juli, werden eine Invitation gekriegt haben. Und da haben wir dann auch die ganz Bandbreite von den Alterskategorien zu Lützeburg aufgedeckt. Du hast es aber so, ich habe das gerade gesagt, dass der 27. Juli die Phase 1 vom Large-Scale-Testing eben wird abhalten. Und wir sind natürlich schon Wochen am Gangen, für uns die Donnerien aus den ersten Phase anzugucken, für zu evaluieren, wie kann denn Phase 2 potenziell ausgesehen. Und eine Sache, ob die mal kommen sind, ist eben für zu gucken, wo stechen die Leute sich zum Beispiel an. Wir haben oft die Beispiele annimmt von zum Beispiel den Partien, wo an der Last sich viel Leute angestochen haben, was dann natürlich zu den Clustern feiert. Aber der Punkt ist den, wenn man dann den Trassage machen von den Kontakten, da finden wir natürlich heraus, dass sobald ein angestochen ist, es oft weitergeht, und zwar an Haushalten. Das heißt daheim.
Und wir haben uns dafür zum Beispiel die Verteilung am Bezug auf die Okkupation von einzelnen Menagen hat zu Lützeburg geguckt. Und da gesehen, dass man natürlich ganz viele Haushalte hat zu Lützeburg schon, wo nur eine Person da lebt. Aber natürlich schon mal Haushalte, wo auch Familien zu finden sind. Und wir haben auch Haushalter, wo Leute zusammen leben, die aber nicht unbedingt eine Relation zueinander haben. Das heißt, das sind zum Beispiel Wohngemeinschaften und so weiter. Aber wenn man sich dann anguckt, wie sieht es aus in Bezug auf die Infektionen bei den Haushalten? Du seid dann auch ganz klar, dass wenn eine positive Person an einem Haushalt ist, oft dann natürlich mehr Personen hat, die effektiv auch infiziert gehen. Und das ist hauptsächlich auch zum Beispiel zu sehen an Haushalten, was zum Beispiel Wohngemeinschaften sind. Das heißt, der Menage, den Haushalt, ist am Anfang für an ein Phase 2 zu gehen, wo man überlegen sind, wie können wir potenziell auch mit einer größeren Testkapazität, wie können wir danach ein Monitoring sozusagen von der Population garantieren. Du hast es so, dass Haushalte eine ganz wichtige Dimension natürlich sind. Aber Leute, die nicht an den Haushalten heute zu Lützeburg natürlich erfasst sind, sind Frontalien. Und hier ist zum Beispiel eine grafisch durchgestaltet, wie sich Repartition widerspiegelt, basierend auf, wo der Wohnsitz von den Leuten ist, die getestet gehen. Wir haben die 200.000 Frontalien heute zu Lützeburg und die sind natürlich auch am Large-Scale-Testing mit dran, basierend auf welchen Kategorien sie fallen. Die sieht im Moment, dass wir natürlich hauptsächlich Leute testen am Large-Scale-Testing, was Lützeburger Residenten sind, aber wir haben natürlich auch Frontalien mit dran. Und muss natürlich dementsprechend, wenn ihr an eine Phase 2 geht, müssen natürlich Frontalien auch noch mal dran haben. Das heißt, wir haben geguckt, wenn ihr auf ein Maschensystem geht, was auf den Lützeburger Haushalt geht, basieren, das wird das End. Und das Zweite ist eben, für die Frontalien mit dran zu haben, sowie natürlich die Risikogruppen, dass wir da eben ein Monitoring können garantieren. Und da bringt mich ein bisschen dann als Überlegung zu der Phase 2 an, für just ein paar Ideen erst zu gehen. Also nach einmal die Phase 1 hat hauptsächlich darauf zibliert, für eine Strategie von der proaktiven Mitigation umzusetzen, an die als an der Optik zu sehen, dass was wir wollen, da machen, als eben Infektionsketten extrem frühzeitig erkennen, dadurch, dass wir positiver an die hauptsächlich dann asymptomatisch sind, identifizieren, ihr Kontakt dann nur verfolgen, können wir die positiv isolieren, die anderen Quarantäne bringen und dass wir dadurch konsequent eben Infektionsketten können zerbrechen. Und das hat den Herr Professor Nerbas hier schon viel drin angeschwärzt. Wir haben eben über das Large-Scale-Testing 260 positiver Fund, wo wir eben dadurch konsequent konnten die Infektionsketten zerbrechen. Und das ganz basiert natürlich auf dem Contact Tracing, wie den Professor Nerbas schon viel drin angeschwärzt hat. So, auf zu gucken, wie kann ein Phase 2 ausgesehen, schon hier pur Indizien gehen, dass den Haushalt zum Beispiel eine gute Dimension wie 4 eben Maschen zu definieren, aber was man dann könnten was man dummer da könnten erreichen, wenn man eben noch Frontalien an die Heischrisikogruppe mit dabei haben, als eben eine konsequenten Monitoring von der Bevölkerung. Aber da wichtig ist, dass sobald man eben gesehen, dass vielleicht ein Cluster am Gangen ist, sich zu formieren, dass man dann einen taktischen Arm hatten von einer Testkapazität, mit der man dann eben konsequent auf die Plätze könnte gehen, wo eventuelle Cluster am Gangen sich zu bilden, und do ganz konsequent rundherum testen, für do dann auch positiver zu identifizieren und so dann die ganze Sache an Bezug auf die Ausbreitung vom Virus weiter anzudämmen. Lommer da sind ich an vom Mengem Deal. Ich will just auf dieser Platz hinweisen, dass den Professor Skupin lo ich eben mehr Detailer wird gehen zu den Modellierungen, die dem ganze Large-Scale-Testing sowie an der Phase
eint, wie auch an der Phase 2 eben in allein, und das eben die Approche, die dazu feiert, dass man lo gesehen, dass das ganz effektiv funktioniert. Vielen merci. Auch ein Moin von meiner Seite. Wie Professor Wilme schon angedeutet hat, werde ich jetzt so ein bisschen Ihnen erzählen, was wir gemacht haben mit unserer Modellierung, um das Potenzial des Large-Scale-Testings abzuschätzen. Dazu haben wir das schon bereits vorgestellte Modell, das zur Covid-19-Dynamik in Luxemburg verwendet, das, wie gesagt, einerseits einen epidemiologischen Teil hat, in dem wir die sozialen Interaktionen berücksichtigen, dann basierend auf dem Infektionsstatus nachher ein Krankenhausmodell bzw. ein Modell zum Verlauf des Krankheitsmoduls implementiert haben. Wie bereits auch früher schon erklärt, ist die treibende Kraft der Epidemie diese sozialen Interaktionen auf den Netzwerken. Und besonders markant dabei bei Covid-19 ist es eben, dass wir mit einem großen Teil von asymptomatischen Leuten zu tun haben, die durch das normale Monitoring so nicht erfasst werden. Das ist die Idee vom Large-Scale-Testing und wir haben das dann in diesem Modell explizit dadurch eingebunden, dass wir eben diese grauen Pfeile jetzt mit berücksichtigen. Das heißt, infizierbare Personen aus der Bevölkerung werden zum Test geschickt und dann entweder wieder zurück in den Container der infizierbaren Personen gesteckt oder eben als infiziert diagnostiziert und dann weiter mit Kontaktverfolgung die Infektionscluster aufgebrochen. Besonders wichtig ist dabei natürlich, dass wir diese asymptomatischen Fälle, die ansonsten weitere Infektionscluster induzieren können, aufdecken können und über das Kontakttracing dann da die Infektionsketten brechen. Das Modell, wie gesagt, basiert auf den Interaktionsnetzwerken und in der Modellversion 3 verwenden wir die detaillierten Daten von der IGSS. So, das heißt, wir haben, wie Paul Wilmes schon vorgestellt hat, eben relativ detaillierte Angaben über die Haushalte, über die Angestelltenverhältnisse und über die Schulen und nehmen zusätzlich natürlich dann eine generelle soziale Interaktion an. Was Sie hier sehen, ist als ein Beispiel, wie diese Daten dann aussehen, ist, dass wir eben aus diesen Daten dann die Netzwerkstrukturen aufdecken können. Innerhalb der Haushalte sehen Sie diese 3 Streifen, die gerade den verschiedenen Generationen in typischen Haushalten entspricht. Auf der Arbeit sieht man da einen größeren Cluster der rein arbeitenden Bevölkerung und in der Schule sieht man dann eben diese Aufteilung in Primär- und Sekundärschulen. So, das Modell verwendet dann stochastische Agenten, das heißt, wir betrachten jedes Individuum in diesem Netzwerk, so, wobei wir die sozialen Netzwerke für ganz Luxemburg mit 630.000 Individuen populieren und zusätzlich dann die Pendler mit einberechnen, die von außen in das Netzwerk eingreifen. Und dann, basierend auf diesen Netzwerken, werden dann Infektionsrisiken berechnet und daraus dann Modellierungen getan, um den epidemischen Verlauf abzuschätzen. Was Sie hier sehen, ist jetzt ein Referenzszenario, das in etwa der momentanen Situation entspricht. Das heißt, wir haben die Öffnung der verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren berücksichtigt, Restaurantbesuche und den Schulbetrieb jetzt im nächsten Schuljahr in ganzen Klassen mit simuliert, wobei wir dort von einer sozialen Distanzierung ausgehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass diese Vorhersagen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, was durch diese grüne Area hier visualisiert ist, was das 90-prozentige Konfidenzintervall dieser Simulation bespricht. Diese Unsicherheit wird sicherlich jetzt noch mal vergrößert werden, dadurch, dass wir in die Urlaubszeit gehen. Wir nicht genau wissen, was passiert, besonders unter den neuen Umständen. So werden die Leute weiterhin normal in Urlaub fahren. Wohin werden sie fahren? Werden sie mit einem Importvirus zurückkommen oder nicht? Eine andere Unsicherheit ist, dass die Einhaltung der sozialen Distanzierung große Variabilität aufweist. Also ich denke, das sieht auch jeder, der in den Supermarkt geht, dass Menschen sehr verschieden sich an die Hygienemaßnahmen zum Beispiel halten. Und das ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, der in unserem Modell momentan nur relativ grob abgeschätzt werden kann.
Nichtsdestotrotz zeigen unsere Simulationen, dass unter der momentanen Annahme wir eine zweite Welle, jetzt muss ich dazu sagen, das ist basiert auf den Daten zum 20.06., dass wir unter diesen Annahmen eine zweite Welle erst Ende des Jahres erwarten würden, wobei diese Welle aber unter den kritischen Werten der Intensivstationsbetten liegen würde und wir einen relativ hohen Anstieg, aber trotzdem noch unter 1000 Todesfälle erwarten würden. Wobei man auch hier wieder sagen muss als Einschränkung, wir haben hier kein Shielding berücksichtigt, das heißt keinen besonderen Schutz der Risikobevölkerung. Ja? Also gerade ältere Leute sind hier momentan noch nicht besonders geschützt, was natürlich dann einen weiteren positiven Effekt haben kann auf die Todesfälle. Es wird nicht so einen großen Effekt haben auf die Infektionszahlen, das heißt, wir hätten trotzdem eine zweite Welle, aber Shielding im Sinne, dass wir die vulnerablen Personen besser schützen, ist hier noch nicht mit einbezogen. Das ist also dieses Referenzszenario und basierend auf diesem Referenzszenario haben wir dann uns angeguckt, was kann Large-Scale-Testing dazu beitragen, diese zweite Welle zu minimieren. Und hier sehen Sie jetzt 3 verschiedene Annahmen, exemplarisch für über 100 Szenarien, die wir durchgespielt haben, wobei wir in der oberen Reihe 350.000 Tests verschieden verteilt haben. In dem linken Teil sind diese Tests auf Maschen in den Arbeitsplätzen verteilt worden. Das heißt, dort ist die Arbeitswelt sozusagen unser Testgebiet. Und auf der rechten Seite sind diese 53.000 Tests auf Haushalte verteilt worden. Was wir hier sehen, ist, dass in beiden Fällen wir einen signifikanten Rückgang der Amplitude der zweiten Welle haben, sowohl was die Anzahl der benötigten Intensivstationsbetten angeht, als auch die Todeszahl. In diesem Fall ist die Verteilung am Arbeitsplatz ein bisschen effizienter als auf Haushalten, was aber daran liegt, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir die Struktur an den Arbeitsplätzen wirklich kennen. Das heißt, wir können mit 53.000 Tests effizientere Maschen aufbauen auf dem Arbeitsplatz als auf den Haushalten. Weil mit 53.000 Tests ist die Sample-Frequenz, das heißt, wie oft können wir in einen Haushalt reingucken und eine mögliche frühen Infektionskette identifizieren, geringer als in der Arbeitswelt. Auf der anderen Seite benötigt die Definition von diesen Maschen in der Arbeitswelt detaillierte Angaben über die physikalische Interaktion in der Firma. Und diese ist momentan noch nicht verfügbar. Das heißt, die sicherere Variante ist in dem Fall, über die Haushalte zu gehen. Und wir sehen, dass es ähnlich effizient sein kann wie in der Arbeitswelt. Was wir weiter sehen ist, und das ist sozusagen die hypothetische Annahme, dass wir wirklich zu einem optimalen Szenario zurückkommen, dann sehen wir, dass wir mit 95.000 Tests und die Maschen dementsprechend gut aufgestellt haben, im Prinzip die zweite Welle total verschwinden lassen können. Das ist aber natürlich jetzt wieder unter der Annahme, dass wir wirklich 95.000 Tests durchführen, nicht nur einladen, sondern dass diese 95.000 Menschen auch wirklich aktiv an den Tests teilnehmen können. Da das in unserer Erfahrung ein bisschen löchrig ist, ist sozusagen eine effiziente Unterdrückung oder ein effizientes Mitigieren mit der zweiten Welle irgendwo zwischen diesen 95.000 und 53.000 Tests sicherlich sinnvoll. Wir haben das dann auch weiter systematisch analysiert, indem wir uns angeguckt haben, inwieweit die Anzahl der Tests, die wir für dieses Large-Scale-Testing verwenden können, variiert haben. Und hier sehen Sie die Amplitude der zweiten Welle im Sinne der benötigten Intensivstationsbetten und auf der rechten Seite die abgeschätzte Anzahl der Todesfälle. Und hier sieht man eben, dass wenn wir nur mit einer geringen Sample-Frequenz reingehen, das heißt, wir testen wenig, wir fast keinen Effekt haben, dass wir aber ab etwa 20.000, besser mit 50.000 Tests eben eine sehr effiziente Reduktion sowohl in den ICU-Kapazitäten als auch in den Todesfällen haben. Und da, wie bereits auch vorher von Professor Nerbas und Professor Wilmes angeführt, ist es eben essentiell, dass wir diese asymptomatischen Fälle isolieren. Ja? Das heißt, diese Dunkelziffer von asymptomatischen Fällen, die wir sonst gar nicht wahrnehmen würden, wird eben durch dieses Testen reduziert. In diesem Fall mit den 50.000 Tests auf 2,5 von einem ursprünglichen Faktor von 3,04.
So, das, denke ich, zeigt ziemlich deutlich, dass Large-Scale-Testing wirklich ein großes Potenzial hat. Und wie dringend das benötigt werden kann, zeigen jetzt auch die letzten Zahlen. Weil, wie gesagt, diese Abschätzungen basierten jetzt auf den Daten bis zum 20. Juni. Nach dem 20. Juni haben wir dann eben diesen Anstieg in den Fallzahlen gesehen. Also hier auf der rechten Seite sehen Sie die täglichen Fallzahlen seit dem Beginn der Epidemie. Und dann sehen wir eben, dass wir im Juni, Ende Mai, Anfang Juni in diesem ruhigen Status waren, wo wir ungefähr 6 neue Fälle pro Tag identifiziert haben. Aber wir haben dann diesen starken Anstieg Ende Juni gesehen der Fallzahlen. Und das hat uns natürlich alle sehr alarmiert, besonders weil wir am Anfang auch wieder diesen starken Anstieg hatten, der zwar nicht ganz so stark war wie im März, aber nichtsdestotrotz wir momentan nach wie vor nicht genau einschätzen können, ist es wirklich der Anfang von einer zweiten großen Welle oder ist es momentan sozusagen noch mehr basierend auf isolierten Infektionsclustern. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, sind jetzt die kumulativen Fallzahlen und die Abschätzung der beiden verschiedenen Szenarien, wo Sie in Rot hier die Projektion sehen, wenn es wirklich eine zweite Welle ist. So, dann würden wir wieder von einem exponentiellen Wachstum, wie wir ihn Anfang März hatten, ausgehen. Und diese grüne Linie hier entspricht dem eher optimistischen Szenario, dass wir momentan noch klar definierte Infektionscluster haben und wir deswegen nur einen linearen Anwachs haben, der ja jetzt aber eben nicht bei 6 Fällen pro Tag liegt, sondern, wie Sie jetzt aus den letzten Tagen sehen können, irgendwas zwischen 40 und 60. Dabei ist es sicherlich ganz essentiell, dass die Kontaktverfolgung es schafft, diese Infektionscluster weiter zu isolieren, damit wir dieses Hineindiffundieren in die Population verhindern können. Wir haben uns auch angeguckt, ob dieser Anstieg durch das Large-Scale-Testing getrieben sein kann. Also heißt es, wir messen nur mehr und wir testen mehr und deswegen sehen wir auch mehr Fälle. Aber das ist nicht der Fall. Wenn wir uns die normalisierten Fallzahlen hier angucken, dann sehen wir, dass auch schon während das Large-Scale-Testing am Laufen war, wir trotzdem relativ geringe Infektionsrisiken oder Infektionszahlen hatten, die dann aber eben sprunghaft Ende Juni angestiegen sind. So. Das heißt, Large-Scale-Testing ist gut, um diese Dinge aufzudecken und ist garantiert nicht die einzige Quelle dafür, dass die Fallzahlen angestiegen sind. Basierend auf diesen alarmierenden Zahlen haben wir dann unser Modell abgedatet, adaptiert an die momentane Situation, wobei wir wieder das optimistische und das pessimistische Szenario angemacht haben. Das pessimistische Szenario ist, dass wir davon ausgehen, dass diese Fallzahlen schon in die gesamte Bevölkerung gleich diffundiert sind. Das heißt, es gibt keine Infektionscluster mehr, sondern überall haben wir gleich verteilt positive Fälle, die dadurch natürlich ein größeres Potenzial haben, weiterzugehen. Wohingegen die optimistischere Annahme darauf basiert, dass wir eben noch diese Infektionscluster haben, die isoliert werden können und damit wir eben nicht in diesen exponentiellen Anstieg kommen. Was man hier sieht, ist, dass wenn die momentanen hohen Fallzahlen diffusiv in der Bevölkerung sind, dass wir dann schon am Anfang einer sehr starken zweiten Welle stehen, die auch relativ früh sich ausbilden würde, nämlich dass wir jetzt schon über den Herbst wirklich in das kritische Szenario reinlaufen würden. Wohingegen, wenn die momentanen Fallzahlen durch Infektionscluster getrieben sind, nach wie vor die zweite Welle etwas später auftreten würde und auch eine geringere Amplitude hätte. Wir haben dann auf diesen adaptierten Projektionen auch wieder den Effekt vom Large-Scale-Testing uns angeguckt, sowohl einmal für diese pessimistische, diffusive Annahme in der oberen Reihe und die etwas optimistischere Annahme für clustergetriebene Fallzahlen. Und hier sieht man, dass ohne Large-Scale-Testing und einer Kontaktverfolgung von 60 Fällen pro Tag wir eben diese Übersteigung der ICU-Kapazität erwarten würden, sowohl im pessimistischen Fall als auch im positiven Fall. Mit Large-Scale-Testing und einer Kontaktverfolgung von 60 Fällen pro Tag wird diese Amplitude gedrückt, aber das ist wesentlich mehr effizient, wenn wir eine höhere Kapazität in der Kontaktverfolgung haben, weil es eben essentiell ist, diese Infektionsketten zu brechen und dadurch den exponentiellen Wachstum zu verhindern. Das heißt,
diese Kombination von Large-Scale-Testing und Identifizieren der positiven Fälle, aber dann eben auch die groß genügende Kapazität, um dort diese Infektionscluster zu isolieren, ist eben essentiell. Das heißt, dieses Zusammenspiel Large-Scale-Testing, Kontaktverfolgung ist das, womit wir unseren Sommer hoffentlich retten können. Das heißt, ganz allgemein wieder gesprochen ist, dass der treibende Faktor dieser Epidemie sind die sozialen Interaktionen, auch besonders, weil wir so viele asymptomatische Fälle haben, die sich unbemerkt weiter verbreiten können. Die Gruppengröße von Versammlungen und das Einhalten von sozialer Distanzierung sind essentiell, um diese zweite Welle und die Amplitude der zweiten Welle zu mitigieren. Die momentan angestiegenen Fallzahlen sind alarmierend. Es könnte auf einen Anstieg einer zweiten Welle hindeuten. Dadurch, dass wir jetzt in den letzten beiden Tagen nicht einen eklatanten Anstieg zu den Vortagen sehen, sondern wir uns eben zwischen 40 und 60 gerade irgendwo einpendeln, ist es ein hoffnungsvoller Schimmer, dass es vielleicht noch nicht wirklich diffusiert ist in die Bevölkerung, sondern dass wir noch in dem clustergetriebenen Szenario sind. Und in allen Modellierungen, die wir gemacht haben, zeigt es sich, dass dieses Large-Scale-Testing, das strikte Monitoren der Bevölkerung in Kombination mit der Kontaktverfolgung eben das einzige Mittel eigentlich ist, um diese zweite Welle zu mitigieren und um einen zweiten Lockdown zu unterdrücken. Und damit das funktioniert, ist, wie Professor Nerbas schon anmerkte, es ist eben essentiell, dass wir als Gesellschaft uns daran direkt beteiligen. So. Und damit wäre ich Abschluss meines Updates und reiche dann weiter über zu Professor Ollert, der dann über das Testing an für sich spricht. Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich werde Ihnen nun ein kurzes Update geben zu den letzten Monaten hinsichtlich der Entwicklung der Tests, die jetzt auch eingesetzt werden in der Diagnostik im Large-Scale-Testing und auch zu neuen Entwicklungen, die wir im Labor in den letzten Monaten vorangetrieben haben. Sie alle wissen wahrscheinlich, dass man nur dann wirklich auch in der Diagnostik was bewirken kann, wenn die Tests wirklich höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen. Und ich will Ihnen nun sagen, in welcher Art und Weise wir das sicherstellen hier in Luxemburg. Wir haben zusammen, und das ist ein Team-Effort, den wir eben am Luxemburg Institute of Health zusammen mit Partnern hier am Nationalen Gesundheitslabor, am LNS, aber auch mit den Krankenhäusern zusammen betreiben, auch mit privaten Laboren und eben auch mit Partnern an der Universität in Luxemburg. Und wir haben uns eben ganz speziell hinsichtlich der Qualität der PCR-Assays, das sind die Nachweismethoden, um die Präsenz des Virus nachzuweisen, das auch im Large-Scale-Testing eben angewandt wird, aber auch in der Routine-Diagnostik. Wir haben das Verfahren auch dahingehend beleuchtet, wie empfindlich es ist und ob es sich überhaupt eignet für ein solches Large-Scale-Testing. Aber wir haben auch in den letzten Monaten die Antikörpertestmethoden uns weiter angeschaut, auch die genauer nochmal analysiert, auch hinsichtlich der Qualität analysiert. Und am Ende werde ich Ihnen auch ganz kurz einen Ausblick über neue Methoden geben, die sich jetzt seit kurzem anbieten, wo wir erste Ergebnisse auch vorliegen haben, wie diese Methoden zukünftig eventuell eingesetzt werden können, um noch mehr über das Immunprofil eines Patienten, eines Menschen, eines asymptomatischen Virusträgers zu erfahren. Auch dahingehend, weil wir dieses Wissen ja in Zukunft benötigen, um Impfstrategien zu entwickeln, um überhaupt festzulegen, wer in der Bevölkerung muss denn geimpft werden und wer hat möglicherweise schon einen Antikörperschutz, der möglicherweise viele Jahre bestehen bleibt, sodass eine Impfung nicht notwendig wird. Lassen Sie mich mit den PCR-Tests, mit den Nachweismethoden für das Virus beginnen und erst auf den Test kommen, der derzeit eingesetzt wird für das Large-Scale-Testing. Wie Sie alle wissen, das ist ein Test, der hier in Luxemburg von einer Luxemburger Firma entwickelt wurde, von Fast Track Diagnostic. Die Firma arbeitet mit uns seit Anfang Januar, Mitte Januar schon zusammen, um den Test zu optimieren. Das war schon lange bevor erstmals Patienten in Luxemburg aufgetaucht sind, damals mit dem Ziel,
möglichst schnell einen zuverlässigen Test zu haben. Und daher haben wir den Test schon wirklich seit fast einem halben Jahr jetzt auch bei uns im Labor ständig evaluieren können. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Experiment, das gemacht werden muss, um zu zeigen, wie empfindlich ist ein solcher Test. Kann man diesen Test vertrauen und wie weit misst der Test dann noch sehr geringe Anzahlen von Viren, die in einem Abstrich enthalten sind. Und hier sehen Sie eben das Ergebnis für diesen Fast-Track-Test. Das macht man in Verdünnungsreihen von hohen Anzahl von Viren, 2000 Viren in einem Test bis herunter zu 2 Viren, Viruskopien, die Sie hier sehen, mit einer sehr hohen Verdünnung. Und man wiederholt das dann bis zu 10 Mal oder noch öfter. Hier zeige ich Ihnen ein Experiment mit 10 Wiederholungen. Und dann bekommt man hier einen Wert, das ist der sogenannte CT-Wert, und man hat eine Virusanzahl. Und das untere Limit der Nachweisbarkeit für das Virus liegt bei 2 RNA-Kopien. Das RNA ist die Nukleinsäure des Virus, die nachgewiesen wird. 2 Kopien pro Reaktion weist dieser Test bei Verwendung eines internationalen Standards nach. Wenn wir nun im Vergleich dazu 2 äußerst bekannte und häufig verwendete, in vielen Labors der Welt verwendete Tests nun dagegenhalten, einmal der sogenannte E-Gen-Test, der an der Charité von Professor Drosten in Deutschland, in Berlin entwickelt wurde, und ein sogenannter N-Gen-Test, der am Centers for Disease Control in Atlanta in den USA entwickelt wurde und wirklich den identischen Standard im identischen Experiment gegen diesen Fast-Track-Test vergleichen, dann sehen Sie, dass das untere Nachweisbarkeitslimit der Detektion von Virus-RNA für diese beiden Gene in diesem Test bei 5 RNA-Kopien lag. Und deswegen wird es hier rot, wie Sie sehen, weil der Test in einigen Fällen das nicht mehr nachweisen kann. Wohingehend der Fast-Track-Test, wie Sie hier sehen, bei 2 Kopien noch keinen Fehler gemeldet hat. Das heißt, er ist sogar noch empfindlicher als diese 2 Kopien im Vergleich zu diesen beiden Tests. Und diese beiden Tests, wie wir es jetzt hier durchgeführt haben, die sind die Basis von sehr vielen auch kommerziell verwendeten PCR-Nachweisverfahren weltweit. Es gibt ein Verfahren, das viele Labore in Luxemburg verwendet haben, das eine sehr, sehr hohe Qualität auch hat, auch von der WHO auch in Genf bestätigt wurde. Das ist ein Test der Firma Seegene, Alplex nennt sich dieser Test. Der hat eben ein sehr, sehr ähnliches Setup, auch mit diesen beiden Genen. Und insofern ist das ein Goldstandard, gegen den wir hier diesen Test verglichen haben. Und er hat eben eine äußerst hohe analytische Sensitivität hier aufgewiesen, sodass wir schlussgefolgert haben nach all diesen Experimenten und sehr vielen weiteren Evaluierungen, die wir durchgeführt haben, dass dieser Test nicht nur wirklich optimal geeignet ist aufgrund seiner hohen analytischen Sensitivität, dass er sich eben auch für dieses Large-Scale-Testing eignet, wo wir ja besondere Bedingungen auch noch einführen, dass wir also mehrere Spender gleichzeitig messen und der Test da nicht an Sensitivität verlieren darf. Und all das ist eben mit diesem Test gegeben, sodass wir uns eben zu diesem Zeitpunkt damals für diesen Test als den idealen Test entschieden haben, um eben dieses Large-Scale-Testing mit diesem Test dann auch zu etablieren. Das sagt jetzt noch nichts über die tatsächliche klinische Sensitivität und Spezifität aus. Diese Experimente, die sind noch nicht abgeschlossen, weil wir dazu natürlich auch einen Goldstandard brauchen. Das heißt, ich kann nur dann sagen, ein Test ist absolut treffsicher und hochspezifisch, kommt mit keinen falsch positiven Werten im Ergebnis zurück, wenn ich tatsächlich sicherstellen kann, dass dieser Mensch infiziert war oder nicht infiziert war. Das heißt also, ich muss mehrere Tests gleichzeitig anwenden. Ich muss Antikörperergebnisse auch noch haben von diesem Menschen. Und erst dann kann ich sagen, wenn ich das mit einigen 100 Fällen durchexerziert habe, der Test ist hochspezifisch oder er ist hochsensitiv, auch im klinischen Laboransatz.
Diese Daten, da sind wir mittendrin. Also derzeit können wir sagen, dass wir mit diesem Fast-Track-Test, den wir auch als Bestätigungstest zum Beispiel in der nationalen Convince-Kohorte verwenden, dass uns dieser Test bisher nie in Stich gelassen hat. Das heißt, alle Fälle, die mit anderen Tests, die derzeit in der Routine auch eingesetzt werden, nur zum Teil erfasst werden konnten oder nicht erfasst werden konnten, konnten wir mit diesem Test nachweisen. Und er hat uns noch in keinem Fall ein positives Ergebnis geliefert, wo alle anderen Bestätigungstests dann nicht auch positiv gewesen wären. Oder in dem Fall auch können wir sagen, dass er immer dann nur ein positives Ergebnis geliefert hat, auch in Grenzfällen, wo wir das auch durch zum Beispiel ein positives Antikörperergebnis bestätigen konnten, sodass wir sagen können, der Test ist äußerst robust, auch in diesem grenzwertigen Bereich der Nachweisbarkeit. Und wir können das in allen Fällen bisher belegen, dadurch, dass diese Menschen auch ein positives Antikörpertestergebnis haben. Also der Test hat uns bisher in keinem Fall in Stich gelassen. Wir werden das sehr sorgfältig weiter monitoren und ich denke, in einigen Wochen sind wir soweit, diese Ergebnisse zu einigen 100 Fällen von Patienten und gesunden, asymptomatischen, infizierten Spendern dann auch vorzulegen, sodass wir Ihnen dann die finalen Sensitivitäts- und Spezifitätsergebnisse mitteilen können. Kommen wir nun zu den Antikörpertests. Da gab es ja auch sehr viel Kritik zu Beginn, dass diese Antikörpertests möglicherweise nicht zuverlässig sind. Wir mussten uns sehr früh für die nationale Kohorte Convince entscheiden, einen bestimmten Test auszuwählen, um die Antikörperprofile in der Bevölkerung hier in Luxemburg zu messen. Wir haben uns damals für einen Test entschieden, einer deutschen Firma, der Firma Euroimmun, die seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon hohe Qualität im Infektionsbereich liefert. Und was Sie nun hier sehen, ist eine Kontrollexperimentlinie, die wir durchgeführt haben, seit Mai bis sozusagen aktuell, wo wir jeden Tag, wo wir diesen Test nun angewendet haben, für den Nachweis von IgG-Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Virus eine hohe Konzentration eines Standards eingesetzt haben und eine niedrige Konzentration. Und Sie sehen hier diese geringen Schwankungen, die zu Beginn etwas höher waren, aber sich eigentlich immer weiter nivellieren. Und wenn wir das nun mal anschauen und in Werte umrechnen, was man da in der Regel dann, um einen Test zu bewerten, macht, ist, man berechnet diesen sogenannten Variationskoeffizienten. Und der sollte in der Regel bei einem guten Test unter 10% liegen. Alles, was darüber liegt, muss man sich fragen, wie gut ist der Test eigentlich. Alles, was über 20% Variation läge, ist eigentlich nicht akzeptabel. Und Sie sehen hier nun, dass wir über die Zeit mit verschiedenen Lotnummern, die die Firma uns geliefert hat, hierher nach Luxemburg, dass wir für den hohen Standard durchgehend unter 10% von Anfang an lagen. Da waren die Variationszahlen noch etwas höher gelegen. Sie werden aber immer besser. Das bedeutet also, auch die Firma verbessert sich, wohingegen beim niedrigen Standard von Beginn an die Variationszahlen eben relativ niedrig bereits lagen und absolut insgesamt ist dieses Ergebnis ein absolut akzeptables Ergebnis, was für eine hohe Qualität spricht. Und dabei müssen Sie nun bedenken, dass dieser Test von unseren Mitarbeitern, das sind mehrere Mitarbeiter, es ist nicht immer nur eine Person, sondern mehrere Mitarbeiter, die diesen Test durchführen. Dieser Test wurde teilweise bei uns am Luxembourg Institute of Health durchgeführt, teilweise hier in den Laboren am Nationalen Gesundheitslabor LNS durchgeführt. Und trotz dieser räumlichen Veränderungen, der Veränderungen der Mitarbeiter, die den Test durchgeführt haben, haben wir diese extrem stabile Qualitätslage dieses Tests, sodass man sagen kann, dass dieser von uns initial gewählte Test wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität abliefert, sodass es also auch im Nachhinein absolut zu rechtfertigen ist. Und für IgA, das zeige ich Ihnen jetzt hier nicht, sieht das nahezu identisch aus, dass dieser Test also nur wirklich absolut hohe Qualität abliefert und sehr robuste Daten liefert und dass diese Koeffizienten der Variation konstant unter 10% liegen seit Mai 2020, seitdem wir diesen Test erstmals eingesetzt haben. Jetzt möchte ich noch zu weiteren Tests kommen, die wir in den letzten Wochen und Monaten bei uns entwickelt haben. Und zwar
ein sogenannter Multiplex-Antikörpertest, ein neuer Test. Sie sehen die Ergebnisse hier, das sind diese Farbtupfer. Was machen wir in diesem Test und warum ist dieser Test neu und innovativ? Was man machen kann in diesem Test, was der offeriert, ist, dass er zum einen uns Antigene des neuen Virus auf diesem Antikörpertest präsentiert. Und zwar sehen Sie hier die in Rot markierten. Das ist ein Antigen aus der N-terminalen Domäne des Oberflächenantigens des neuen Virus, dann das komplette Oberflächenantigen, nur die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne RBD und ein im Inneren des Virus befindliches Protein oder Antigen, das sogenannte Nukleokapsid-Antigen. All diese Antigene und Strukturen wurden in der Vergangenheit bereits beschrieben als Strukturen, gegen die der Mensch Antikörper gegen das neue Virus macht. Und deswegen sind die eben in diesem Assay eingebaut. Gleichzeitig haben wir aber zwei Punkte, wie Sie hier sehen, in Orange. Und zwar sind das die Oberflächenproteine, die Spike-Antigene des ersten SARS-Virus, das vor 20 Jahren wichtig war. Und dieses sogenannten MERS-Coronavirus, das im Nahen Osten von großer Bedeutung ist, von den Dromedaren und Kamelen übertragen wird auf den Menschen. Und wir haben auch sogenannte saisonale Coronaviren hier mit dabei, die im Winter eine Erkältung hervorrufen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten bei uns im Winter zu Erkältungskrankheiten auch bei Kindern führen, die eben auch beschrieben wurden als sehr häufig auch kreuzreaktive Strukturen und die sind eben, wie gesagt, auch in diesem Assay enthalten. Des Weiteren sehen Sie, dass wir auch ein Grippevirus-Antigen da drauf haben, um eben zu unterscheiden, sind die Symptome eines Menschen möglicherweise nur durch eine Grippeerkrankung zu erklären. Und wir haben eine sogenannte negative Kontrolle hier in Blau. Und da sehen Sie nun, wenn Sie zum Beispiel sich mal, das waren nun negative Individuen, die haben wir nun in verschiedenen Konzentrationen, immer in Duplikaten getestet, hier in einer 1:500, hier in einer 1:1000 Verdünnung und hier in einer 1:5000 Verdünnung. Und dann sehen Sie hier oben diese ersten 3 Punkte hier oben, die bilden also das ein saisonales Coronavirus, das zweite saisonale Coronavirus und die Nummer 8 hier oben, das ist sozusagen das Grippevirus ab. Und dieser Mensch hier oben, der nicht an SARS-CoV-2 erkrankt war, nicht an Covid-19 erkrankt war, der hat nur Antikörper gegen diese saisonalen Coronaviren und gegen das Grippevirus, was eben bei normaler Exposition im Winter durchaus normal ist. Einige sind gegen das Grippevirus geimpft, sodass man dort diese Antikörperantworten nachweisen kann. Hier unten haben wir nun Patienten, die tatsächlich mit Covid-19 diagnostiziert wurden. Und Sie sehen, hier sieht das Bild jetzt anders aus. Auch die haben natürlich einige Reaktionen hier oben bei den saisonalen Viren, aber es kommen eben zum Beispiel gegen Nummer 10, gegen das Nukleokapsid-Protein oder gegen die Nummer 6, gegen das Spike-Antigen des neuen Coronavirus Reaktionen hinzu. Wir haben also hier einen neuen Multiplex-Antikörpertest vorliegen, der uns erstmals ganz neue Möglichkeiten schafft, wirklich mit einem Blick, mit einem Schnappschuss die komplette Immunität eines Menschen zu begutachten, gegenüber dem neuen Coronavirus, aber auch gegenüber anderen Coronaviren, gegenüber saisonalen Coronaviren und gegenüber dem Grippevirus. Der Assay wurde bei uns am LIH in Luxemburg evaluiert und wird in Kürze nach der Erstevaluierung jetzt auch auf die nationalen Kohorten zur Patientenstratifizierung, auf die sogenannte Predi-Covid-Kohorte und auf die populationsbezogene Convince-Kohorte, über die mein Kollege Professor Krüger gleich noch berichten wird, entsprechend auch ausgedehnt. Hier sehen Sie einfach noch weitere Muster, wie das bei Patienten aussieht. Wir haben auch einige Patienten dabei gehabt, die nur nach, ich sage jetzt mal, bestimmten Kriterien klinisch diagnostiziert waren, wo der Nachweis der Virus-RNA nicht adäquat erfolgt ist. Die sind aber als Covid-19-Patienten diagnostiziert worden, nicht bei uns, sondern im klinischen Betrieb hier in Luxemburg. Und Sie sehen zum Beispiel dieser Fall F, Covid-Patient 37. Dieser Fall F zeigt eigentlich nur ein Antikörpermuster gegen die saisonalen Viren. Das heißt also, die Schlussfolgerung ist, entweder ist das ein Patient, der keine Antikörper gemacht hat gegen das neue Coronavirus, oder
es ist sozusagen eine im Retrospektiven gesehene Fehldiagnose gewesen, sodass hier tatsächlich nur eine saisonale Grippeinfektion mit einem der Coronaviren oder dem Grippevirus vorlag. Was kann uns dieser Essay sonst noch zeigen? Ich gebe Ihnen hier 2 weitere Beispiele. Es ist ganz vor wenigen Tagen eine Arbeit publiziert worden in Science, im Magazin Science, in der gezeigt wurde, dass schützende Antikörper, die auch im Rahmen einer passiven Immuntherapie einen Menschen vor einer Infektion schützen können, häufig gegen die sogenannte N-terminale Domäne des Spike-Antigens des neuen Coronavirus gerichtet sind. Das sind diese orangen Bereiche hier des Antigens. Die sind nicht wichtig, um die Bindung des Virus an den menschlichen Rezeptor ACE2 zu vermitteln. Aber wenn ein Antikörper, den ein Mensch gebildet hat, sich gegen diese N-terminale Domäne richtet, dann kann dieser Antikörper trotzdem die Infektion verhindern. Also hochinteressantes Prinzip. Und wenn wir nun die Antikörperantworten nur gegen diese N-terminale Domäne NTD des neuen Coronavirus analysieren und bei Patienten, die am CHL diagnostiziert wurden und behandelt wurden, vergleichen, inwieweit korrelieren denn diese Antikörperspiegel zur Schwere der Erkrankung, das ist Score 1, Score 2, Score 3, zeigt Ihnen einen ansteigenden klinischen Score dieser Patienten, also Score 3 sind die mit wirklich schwerer Erkrankung gewesen, dann sehen Sie, dass Sie dementsprechend höhere Antikörperspiegel haben bei denjenigen, die schwere Symptome hatten. Und ganz interessant auch, je länger die Erkrankung bereits bestand, das sind die Tage nach Diagnosestellung und Symptombeginn, je länger die Erkrankung bestand, desto höher sind eben diese Antikörperspiegel gegen diese N-terminale Domäne des Spike-Proteins. Wenn wir da, um das abzurunden, im Vergleich dazu die Antikörperantworten gegenüber zum Beispiel dem saisonalen Coronavirus vergleichen mit dem Score der Erkrankung oder mit den Tagen seit Beginn der Erkrankung, sehen Sie eine solche Korrelation nicht. Der neue Test hat also die Möglichkeit, erstmals auch krankheits- und symptomspezifische Stratifizierungen der Immunantwort zu bemessen und gemeinsam mit neutralisierenden und Bindungsantikörpertests, die wir inzwischen auch entwickelt haben, wird uns das ein funktionelles, individualisiertes Antikörperprofilbild in Zukunft ergeben. Und das ist eben der letzte Test, den ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen wollte, der jetzt auch entwickelt ist, wo wir nun auf diesen Test einen entsprechend markierten humanen Rezeptor geben können. Sie wissen, das Virus muss andocken an einem Rezeptor beim Menschen und dieser Rezeptor, der ist hier in diesem Test entsprechend vorhanden, den geben wir dazu. Und wenn jetzt gar keine Antikörper da sind, Sie haben noch nie Coronavirus gesehen, Ihr Immunsystem hat das noch nie gesehen, Sie haben keine Antikörper, ich würde dann diesen Rezeptor in den Test geben, würde dieser Rezeptor alles grün machen in dem Test, weil Sie keine blockierenden Antikörper haben. Sollten Sie aber infiziert gewesen sein und entsprechende Antikörper aufweisen, also hier ist der Fall, das ist die negative Kohorte hier vom LNS und Sie sehen keinerlei Blockierung, alles grün, dieser humane Rezeptor bindet an das Spike-Antigen. Haben Sie aber blockierende Antikörper, dann bindet dieser Rezeptor nicht mehr an das Spike-Antigen und dann sehen Sie eben bei Patienten, die hohe Antikörperspiegel aufweisen, eine sehr starke Blockierung der Interaktion dieses Rezeptors mit dem Spike-Antigen. Und hier haben wir eine entsprechende Kontrolle, eine Positivkontrolle, die bei hoher Konzentration das Identische tut wie ein Patientenserum, das entsprechend hohe Antikörperspiegel aufweist. Also dieser neue Test gibt uns wirklich neue Möglichkeiten der Quantifizierung. Es ist ein Test, der nicht tatsächlich Neutralisation misst, sondern nur die Interaktion des Virusproteins mit dem Rezeptorprotein. Aber das ist eben ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der uns einen Schritt weiter zu funktionellen Antikörperprofilen bringt. Dass ich zusammenfassen möchte, dass die Qualität der derzeit in Luxemburg in Forschung und klinischer Routine verwendeten
RT-PCR-Diagnoseverfahren insgesamt sehr hoch ist und dass das Verfahren, das im Large-Scale-Testing LST derzeit verwendet wird von Fast-Track-Diagnostik, eine besonders gute analytische Sensitivität aufweist. Die Nachweisverfahren von Antikörpermessungen gegen SARS-CoV-2, die für die nationale Kohorte Convins eingesetzt werden, sind sehr verlässlich, wie wir an diesen Qualitätsanalysen gesehen haben. Und wir haben inzwischen neue Multiplex-Antikörpertests hier in Luxemburg für SARS-CoV-2 Antikörpernachweis evaluiert. Und die eröffnen uns nicht nur die Möglichkeit, das neue Virus anzuschauen, sondern gleichzeitig die Antikörperprofile gegenüber anderen Viren zu erfassen, die im saisonalen Expositionsbereich eine wichtige Rolle spielen. Und das sind tatsächlich bisher nicht genutzte und ungeahnte Möglichkeiten, die uns ein sehr viel genaueres Bild des Immunsystems übermitteln. Und damit wollte ich das beenden und jetzt an meinen Kollegen übergeben. Ja, moin und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben schon gehört, die Convins-Studie wurde schon von meinen Kollegen zwischenzeitlich erwähnt. Ich freue mich, Ihnen heute hier eine erste Zusammenfassung über die erste Etappe dieser Studie geben zu können. Wie Sie sich vielleicht erinnern, soll die Convins-Studie nicht nur einen Schnappschuss geben auf die Situation der Pandemie, sondern die Pandemie verfolgen und ein Bild der Entwicklung geben, nicht nur was die Infektiosität angeht, die Serologie angeht oder auch sozioökonomische Aspekte angeht, sondern eben darüber hinaus auch Entwicklung aufzeigen, wie zum Beispiel gerade dargestellt durch Herrn Professor Ollert, was die Ausbildung einer Immunität im Rahmen dieser Infektionswellen angeht. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir ein Design gewählt, was in der Zwischenzeit 5 Untersuchungszeitpunkte darstellt. Das heißt, wir verfolgen die Pandemie jetzt schon seit einigen Wochen und wir werden dieses Jahr keine weitere Untersuchung planen, sondern in einem Jahr, genau ein Jahr nachdem die Studie begonnen hat und damit einen wesentlichen Beitrag leisten, wie sich diese Pandemie eben auch in der Bevölkerung widerspiegelt. Zur Erinnerung vielleicht nochmal, es ist so, dass wir die Convins-Studie dazu ausgelegt haben, eine Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung abzuschätzen, unabhängig davon, ob Menschen mit der Infektion Symptome ausbilden. Es wurde bereits schon vorher von Herrn Professor Wilmes und Herrn Professor Skupin erwähnt, dass gerade die asymptomatischen Träger hier ein besonderes Potenzial darstellen. Das heißt, wir wollten objektiv darstellen, wie viele Menschen können wir erwarten, sind in Luxemburg infiziert und möglicherweise nicht symptomatisch. Unser Design, der Aufbau der Studie ermöglicht, dass wir eben über die verschiedenen Untersuchungszeitpunkte auch darstellen können, gibt es Veränderungen, und das werde ich Ihnen gleich darlegen. Und dann geht es darum, wie ist die Durchdringung, das heißt, wie viele Menschen hatten Kontakt mit dem Virus und wie können sich die bereits zuvor angesprochenen Infektionsketten möglicherweise dann innerhalb der Bevölkerung ausbilden. Der Ansatz war dabei so gewählt, dass wir eine repräsentative Probe der Bevölkerung gewählt haben. Mit Unterstützung unseres Partners TNS Ilris ist uns gelungen, über 1.800 Teilnehmer für diese Studie zu gewinnen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal einen ganz großen Dank aussprechen. Es ist wirklich in bewundernswerter Weise gelungen, auch die Teilnehmer zu motivieren, zu den Folgeuntersuchungen zu kommen. Und wir sind sehr dankbar, dass über 88% der Teilnehmer, selbst in Zeiten, wo das Berufsleben wieder Fahrt aufgenommen hat und wo erste Reisen auch wieder angetreten werden, sich bereit erklären, regelmäßig an diesen Untersuchungen teilzunehmen. Die Kriterien für diese repräsentative Probe war, dass wir Erwachsene einschließen, Menschen über 18 Jahren. Und aufgrund des Designs, dass wir einen Online-Zugang haben, erreichen wir die Repräsentativität bis in das Alter von 79 Jahren. Das Geschlecht und der Wohnort innerhalb von Luxemburg sind kritisch, weil wir natürlich das gesamte Land abdecken möchten in diesem Zusammenhang. Und ich gebe Ihnen hier noch mal einen Überblick über den Kontext der Studie. Sie sehen, dass wir hier diese Pandemiewelle sehr gut nachvollziehen können. Wir sehen den Start der Studie und in der Zwischenzeit, wie gesagt, 4 Folgeuntersuchungszeitpunkte, zu denen wir unsere Teilnehmer einladen konnten und die erfreulicherweise, wie gesagt, auch in bemerkenswerter Weise mit einer hohen Motivation durch unsere Teilnehmer wahrgenommen wurden.
Und Sie sehen, und das hatten wir in einer früheren Darstellung schon mal zeigen können, dass diese Pandemieentwicklung mit dem Nachweis der Infizierten sehr gut korreliert, hier auch mit den in grün dargestellten Nachweisen der Viruspartikel in den Abwässern hier in Luxemburg. Der Professor Henri-Michel Cauchy wird Ihnen hiernach auch noch mal genauere Informationen geben. Ich denke, das wurde ja auch angesprochen, dass wir im Moment wieder eine etwas steigende Anzahl von Fällen sehen. Das ist auch von Herrn Professor Skupin angesprochen worden. Hier zeichnet sich anscheinend auch eine Bewegung ab, auf die Herr Cauchy dann im Folgenden auch noch eingehen wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Studie den 4. Folgeuntersuchungszeitpunkt am 28. Juni abgeschlossen haben. Sie werden sich erinnern, dass der Wiederanstieg nachgewiesen wurde ab dem 28. Juni, sodass wir möglicherweise, wenn überhaupt, die Frühphase hier erfassen. Und das spiegelt sich auch in den Daten wider, die ich Ihnen im Folgenden zeigen kann. Sie sehen hier eine Zusammenfassung über die verschiedenen Untersuchungszeitpunkte. Wir nennen das hier Baseline, den ersten Zeitpunkt, wo wir alle Teilnehmer eingeladen haben. Und Sie sehen, dass wir erfreulicherweise zum einen durch das Confinement, und die ersten Untersuchungen sind noch während dieser Zeit erfolgt, wo wir einen generellen Lockdown hatten, aber eben auch durch Einrichtung der sozial distanzierenden Maßnahmen hier eine recht niedrige Prävalenz haben, eine erfreulich niedrige Prävalenz. Das heißt, Infizierte und in unserer Studie asymptomatische Individuen in unserer Studie haben. Das sind die Extrapolationen auf das gesamte Land. Und wir sehen sogar, dass in der letzten Untersuchung, das heißt dem Zeitpunkt bis zum 28. Juni, niemand in unserer Convince-Studie aktuell infiziert war. Ich denke, das ist auch ein positives Zeichen. Wir sehen, dass sich in der Zwischenzeit eine Immunität aufgebaut hat. Herr Professor Ollert hat gerade ausführlich auf die Untersuchungen hingewiesen, dass wir uns glücklicherweise auch früh zu einem recht sehr validen Testsystem entschieden haben, was wir hier zugrunde legen. Und die IgG geben hier die Immunantwort sehr gut wieder. Und wir sehen, dass es hier einen Anstieg gab, der zum Teil teilnahmebedingt, weil wir natürlich nicht jeden Teilnehmer zu jeder Runde begrüßen dürfen, dass es da Schwankungen gibt, aber dass sich das jetzt relativ stabil einpendelt. Das ist sicherlich im Bereich von 3% weit entfernt von der sogenannten Herdenimmunität, die diskutiert wird. Aber das ist etwas, was uns mehr und mehr einen realistischen Überblick gibt, auf was können wir in der Gesamtbevölkerung an Potenzial erwarten. Das ist die Präsenz der Antikörper, über die ich jetzt spreche. Und mit den neuen Tests, die Herr Professor Ollert vorgestellt hat, werden wir in Zukunft auch die Antwort geben können, bedeutet dies auch oder schützt dies auch im Sinne einer Immunität. Sie werden, und das möchte ich hier nochmal zusammenfassen, das waren die beiden letzten Untersuchungszeitpunkte, die wir hier durchführen konnten. Und am Ende haben wir jetzt in der letzten Welle ungefähr 2,9% Nachweis von IgG-Antikörpern innerhalb unserer Convince-Kohorte. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie das Design der Convince-Studie in Verbindung steht mit dem, was wir in den letzten Tagen leider beobachtet haben, nämlich dem Aufflammen von einzelnen Infektionen. Und ich möchte da noch mal ein bisschen das Konzept illustrieren, was eben so gewählt ist, dass wir hier in Blau die Individuen haben, die repräsentativ in der Convince-Studie über das gesamte Land verteilt sind und dass wir dadurch eine gewisse Anzahl von Infizierten auch innerhalb der Studie nachweisen können. Das ist das, was ich Ihnen zeigen konnte über die verschiedenen Untersuchungszeitpunkte, dass wir ein repräsentatives Bild darstellen können. Wir gehen davon aus, und das zeigt sich jetzt auch in den ersten Daten, dass einzelne Cluster, die sehr beschränkt sind und sehr umschrieben sind, sich möglicherweise nicht im Sinne einer Diffusion auf die Gesamtbevölkerung darstellen. Insofern würde man denken oder hoffen, aufgrund unserer Befunde bis zum 28. Juni, dass diese Diffusion nicht stattgefunden hat, die in dem eher sage ich mal, pessimistischen Szenario von Herrn Professor Skupin dargestellt wurde. Aber ich musste betonen, diese Ergebnisse stellen auch nur den Zeitpunkt bis dahin dar. Das heißt, die zukünftige Entwicklung bleibt sicherlich weiter interessant, aber solche kleineren, lokalisierten Cluster lassen sich eben durch das Large-Scale-Testing, und deswegen ist diese Maßnahme sicherlich enorm wichtig, wie von Herrn Professor Wilmes und Herrn Professor Nerbas dargestellt, in Zukunft sicherlich gut adressieren lassen, um eben diese Kontaktverfolgung dann auch möglich zu machen.
Am Ende meiner Darstellung möchte ich mich natürlich nicht nur bei den Teilnehmern ganz herzlich bedanken, sondern auch bei dem gesamten Convince-Team. Das war wirklich ein Team-Effort, der über alle Institutionen hinwegging, die Forschungsinstitutionen, aber eben auch sehr wichtige private Partner hatte, die mit voller Motivation, voller Unterstützung hier mitgemacht haben. Nur so konnte diese Studie bislang erfolgreich durchgeführt werden. Und Sie haben gehört, dass wir den letzten Untersuchungszeitpunkt in 2020 jetzt abgeschlossen haben. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können, sondern jetzt arbeiten wir im Team mit den Daten und es bleibt spannend, erwarten viele neue Erkenntnisse, wie die Immunität zum Beispiel, wie Risikofaktoren für die Infektion in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir werden die Teilnehmer unserer Studie dann im April nächsten Jahres wieder einladen und hoffen, dass sie mit der gleichen Begeisterung auch wieder mit teilnehmen. Und zum Schluss möchte ich mich auch noch einmal ganz herzlich bei allen Freiwilligen bedanken, die diese Studie möglich gemacht haben, die an den verschiedenen Orten der Studie geholfen haben, Blutproben zu transportieren, Proben aufzubereiten und an vielen Stellen zu dem Erfolg beigetragen haben. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt als nächstes weiter, und ich habe schon angekündigt, dass wir spannende Daten zu den Abwässeranalysen erwarten, Herr Professor Michel Cauchy. Bonjour à tous. J'ai l'occasion donc à cet instant de vous présenter les derniers résultats concernant le suivi des coronavirus SARS-CoV-2 dans les eaux usées au Luxembourg. Première remarque concernant cette méthodologie que je vais rapidement rappeler. C'est une méthodologie qui fait partie d'un effort international. Vous avez ici en vert les différents pays qui ont mis en place de manière active les différents protocoles de suivi dans les eaux usées. Donc, vous voyez une forte concentration en Europe, mais des pays comme le Brésil, l'Inde viennent tout juste de commencer leur suivi vu les résultats intéressants qui peuvent être tirés de cette méthodologie. Le LIST est par ailleurs impliqué au niveau européen dans un réseau qui s'appelle SARS-CoV-2 Monitoring Employing Sewers, qui est lancé par la Commission européenne. Aujourd'hui, on sait que la méthodologie, que je vais vous rappeler très brièvement, est efficace pour avoir une image globale de la prévalence potentielle dans une population, surtout détecter des émergences, voire des réémergences. L'idée étant que dans la plupart des pays industrialisés, les personnes sont connectées à un réseau d'épuration et qu'il y a une excrétion du SARS-CoV-2 dans partiellement les urines, mais surtout les selles, aussi bien pour les personnes infectées symptomatiques que pour les personnes asymptomatiques. Et que par conséquent, un suivi de la qualité de l'eau en ce qui concerne la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, notamment à l'entrée des stations d'épuration, permet d'avoir une idée très rapide d'une population importante connectée à cette station. Donc, 30 000 personnes, 40 000 personnes, 100 000 personnes, un maximum de 140 000 personnes au Luxembourg pour la station de Begen, juste au nord de la ville de Luxembourg, mais aussi de manière beaucoup plus importante pour des villes comme Paris, par exemple. Cet échantillonnage se fait sur 24 heures, ce qui permet d'avoir une image représentative pour une date donnée des 24 heures précédant l'analyse. Au Luxembourg, actuellement, le système de surveillance permet, en surveillant les stations d'épuration majeures, de couvrir environ 70% de la population. Ça veut dire d'avoir une information à un moment donné concernant ce qui pourrait être présent dans cette population. On peut obtenir les résultats en 1 à 2 jours et cela a un coût relativement faible, ce qui permet donc de multiplier le nombre d'analyses. Juste un petit rappel aussi au niveau de la méthodologie, juste pour préciser que les techniques d'analyse sont des techniques de QPCR qui sont similaires et mis au point en collaboration avec les autres partenaires luxembourgeois, ce qui permet d'avoir une comparabilité de nos résultats avec les résultats obtenus notamment par exemple dans l'étude Convince. La différence se situe dans la partie de préparation des échantillons, où nous avons mis en place au LIST un protocole spécifique qui nous permet de récupérer de manière efficace ces virus. Je vais directement aux résultats. Donc, nous avons ici sur le graphique pour la station de Begen qui va collecter 140 000 personnes, c'est-à-dire la ville de Luxembourg, les communes attenantes.
la dynamique, avec dans le fond en gris la dynamique des cas journaliers, que l'on connaît bien maintenant, entre février et cette date d'aujourd'hui. Et les points bleus représentent la quantification du SARS-CoV-2, dans ce cas-ci avec le gène E, mais nous avons également, nous détectons aussi le gène N, qui a la même dynamique. Et nous voyons que ces données suivent, les points bleus suivent la dynamique générale du nombre de cas actifs dans la population. Lorsque l'on a des croix à la place des points, c'est qu'il y a des échantillons qui sont négatifs. Donc je vais rapidement vous dresser le portrait de la dynamique jusqu'aujourd'hui. À partir du mois de mars, on a vu une diminution pendant la période de confinement du nombre de coronavirus observés dans les eaux usées, jusqu'à atteindre, pendant la phase d'exit, en fait, une période pendant laquelle nos échantillons étaient négatifs en ce qui concerne la présence du coronavirus. Ça veut dire en fait qu'il y a des traces tellement faibles qu'on ne peut plus le détecter de manière quantitative. Ce qui est remarquable, c'est que depuis le 25 juin, nous avons à nouveau des échantillons positifs à des valeurs qui sont similaires à ce qu'on avait au mois d'avril. Donc on a bien une augmentation de la quantité de coronavirus présent dans les eaux usées. Notre système, comme pour les autres pays, et nous en avons discuté avec nos collègues européens, sont des systèmes qui sont très sensibles. On commence seulement à avoir une idée de la quantification que représente la détection des virus. C'est-à-dire que lorsque l'on détecte des virus, nous pouvons les détecter jusqu'à quelque chose qui va approximativement être de 20 à 30 personnes infectées dans la zone qui contribue à la station d'épuration. Ça veut dire que, par exemple, sur les 140 000 personnes que constitue la population épurée par la station de Beggen, au niveau de la ville de Luxembourg, eh bien, on pourra détecter jusqu'à, au minimum, 20 personnes infectées. Ces données doivent encore être, au niveau quantitatif, travaillées pour pouvoir véritablement avoir une calibration européenne de la technique. On peut avoir des dynamiques un peu différentes. Je vous présente la dynamique observée pour la station de Chifflange, qui est une des stations importantes au Luxembourg, donc juste au nord de Esch-sur-Alzette, et qui épure cette région de Esch-sur-Alzette, Chifflange et communes attenantes. Vous avez une même dynamique, mais avec comme différence majeure que pendant la période de fin de confinement, où on avait des valeurs qui étaient négatives pour la ville de Luxembourg, donc pour Beggen, on a encore observé de manière ponctuelle des positifs assez importants. Ce qui prouve que la technique, moyennant encore une certaine calibration, permettra aussi de détecter plus localement, à une échelle de quelques communes, la possibilité d'avoir l'émergence de clusters. Le problème, évidemment, c'est que c'est sur une population qu'on ne connaît pas et qui est relativement large. Et nous avons donc de temps en temps cette situation qui apparaît. Mais comme pour les autres stations dans le pays, et je vais vous présenter la situation globale dans un instant, nous avons depuis le 25 juin la réapparition claire de signaux positifs dans les eaux usées, indiquant qu'à nouveau, nous avons plus que 20 à 30 personnes infectées dans les zones collectées par cette station, en l'occurrence ici, Chifflange. Un autre point qui est important, qui a soulevé des questions précédemment, est la date de la première détection au Luxembourg dans les eaux usées de signaux positifs pour le coronavirus dans ces eaux. Nous avons heureusement une série historique d'échantillons qui avaient été congelés pour la station de Chifflange. Nous avons pu analyser et nous avons surtout réanalysé avec différentes méthodes, en collaboration avec le Laboratoire national de santé, ces échantillons pour confirmer aujourd'hui que l'échantillon du 24 février était bel et bien positif, donc ce qui correspond au premier échantillon positif pour le Luxembourg, mettant aussi en évidence que cette technique sensible permet, si elle est élaborée sur le long terme, de détecter l'émergence virale de manière assez sensible. Toutes nos données actuellement sont synthétisées dans ce tableau où vous avez une échelle qui représente des échantillons négatifs lorsqu'ils sont en vert. Négatif veut bien dire que c'est en dessous d'une limite de quantification. Il y a peut-être des traces, mais elles sont très faibles, considérées au niveau PCR comme étant négatif. Et puis après, une couleur qui va de l'orange au rouge suivant les différentes intensités, les différentes quantifications. Donc vous pouvez voir qu'avant le confinement, nous avons confirmé une date
du 24 février pour Chifflange, pour lequel nous avions une série historique à analyser. Donc nous avons les premiers cas observables à ce moment-là. 12 février pour les 2 stations d'épuration qui étaient suivies de manière continue dans le temps depuis plusieurs années. Et bien à partir du confinement, notamment le 30 mars, on a le pic d'observation et vous voyez que pendant la période de confinement, même si c'est une phase descendante, tous nos échantillons sont positifs. Et lorsqu'on va passer dans la phase d'exit, il y a toute une série de stations qui vont être cette fois-ci négatives. Vous voyez toutes les cases qui sont en vert. Il est intéressant de remarquer que de temps en temps, on a un signal qui apparaît, ça veut dire qu'on est un peu à la limite de détection. On a sans doute entre 20-30 personnes infectées dans ces zones épurées par les différentes stations concernées. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à partir du 25 juin, on a bel et bien une réaugmentation pour quasiment toutes les stations, à l'exception d'Espérange pour la date du 25, mais globalement des observations à nouveau positives avec des valeurs assez élevées qui représentent les choses qu'on avait observées pendant le mois d'avril. Donc les conclusions à ce stade sont assez directes. La technique est bel et bien validée aussi bien au Luxembourg que chez nos collègues avec qui nous travaillons, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, pour donner des signaux positifs lorsque un nombre relativement restreint de cas sont présents déjà dans la population épurée. Donc on l'a estimé actuellement, et c'est vraiment des chiffres à redéfinir dans le futur, entre 20 et 30 personnes par zone contributive. Nous avons, grâce à cette méthode, vraiment une observation de la réémergence des cas positifs à partir du 25 juin, c'est-à-dire pour les deux dernières semaines. Nous avons donc une confirmation début juillet et les résultats de l'échantillonnage d'hier devraient tomber dans la journée et devraient, nous le supposons, également être positifs. Et nous avons également la capacité de réanalyser les échantillons, notamment de début de crise, de telle manière à être sûr de la date de circulation observable par notre technique et qui est estimée actuellement au 24 février 2020. Alors c'est un travail qui peut se mettre en place aussi sur le plus long terme. Nous en discutons avec notamment les associations des syndicats d'eau usée. Donc ce travail est un travail collectif qui se met en place. Je remercie tous les intervenants, bien entendu les participants de la task force avec qui nous discutons, mais également les organismes internationaux avec qui nous sommes en collaboration. Haute-Paris qui a encore fait une déclaration dans la presse française hier et avant-hier concernant également une réémergence dans la région parisienne de positifs importants, les Pays-Bas et la Belgique. Les hôpitaux, nous avons un certain nombre de données qui montrent que les hôpitaux sont aussi dans leurs eaux usées positifs, mais n'introduisent pas de grandes quantités de virus dans les eaux usées, ce qui fait que ce qu'on observe dans les stations d'épuration, c'est bien correspondant à la population générale de la zone épurée. Et puis bien sûr, donc, tous les syndicats ainsi que l'administration de la gestion de l'eau pour la mise en place progressive d'un réseau efficace de surveillance, que ce soit pour le SARS-CoV-2 ou que ce soit pour tout autre virus qui circule dans les eaux usées aujourd'hui et dans le futur. Nous pourrons être capables de les détecter dès l'émergence avec ce système qui s'avère être très sensible. Je vous remercie pour votre attention. Well, I think this has been all for today. I think there was a very clear update on not only LST, but also on the research activities that, auf Deutsch. Wir hatten nicht nur ein Aufzeigen dessen, was im Rahmen des LST geschehen ist und geschehen wird, sondern auch die Forschungstätigkeiten, die ja auch während unserer Kampagne die Arbeit immer unterstützen. Ich glaube, sehr interessante Daten, was die Assays anbetrifft von Herrn Ollert und natürlich auch das, was hier vorgestellt wurde an diagnostischer Kapazität dessen, was aus Kläranlagen entnommen werden kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, stehen wir dazu zur Verfügung. Keine weiteren Fragen, dann möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Einen schönen Tag.